Die Duelle gehen weiter, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ja, Freunde, willkommen zurück hier. Ich habe in der Pause vom letzten Part, sprich Offscreen habe ich hab's geschafft. Naja, fast, also geschafft, natürlich, ich habe da, wie mir da einer mitgeteilt hat, ganz freundlicherweise, da halt bei den anderen Etagen, das war sogar, habe immer ein bisschen gewechselt zwischen Bifrost 2 dann noch irgendwie halt die Anfangspassagen. Was anderes schon wieder? Das Ziel, ne, keine Ahnung mehr. Jeweils dort, zweite und dritte Etage hin und her und dann kam jeweils zum Anfang beginnen jeweils 800 DP, 1000 DP und 1500 DP jeweils sammeln. Ja, haben das so gemacht und wir haben nun ein neues Deck, Freunde. Das will ich euch jetzt nicht direkt zeigen, sondern halt, naja, halt indirekt im Duell. Und zwar in Akis gegen die habe ich sowieso noch nötig zu rupfen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ja, der ganz finster drauf und so, die finstere Hexe. Jetzt werden wir sie halt erledigen, wenn es halt unbedingt sein muss. Wir hoffen gleich, seht ihr jetzt auch mein Deck jetzt ein bisschen anders. Und zwar ist, ja, Akisa, mach's bitte. Dankeschön. Und zwar ist das Deck nun Synchro 7D. Tja, 7 Drachen, 7 Drachen. Ihr seht gleich, welche ich meine. Niemand steht mir im Weg. Wir haben nicht nur neue Synchro-Monster im Deck, wir haben auch ein paar normale neue Monster. Ja, jetzt gerade sieht man noch nichts Neues. Und eine neue Zauberkarte im Deck. Oh, stimmt, das wollte ich eigentlich Offscreen noch machen. Verdammt, ich habe 42 Karten im Deck. Genau, wollte Offscreen noch 2 Karten weglegen, konnte mich auch nicht entscheiden. Dachte ich, mache im nächsten Mal, jetzt habe ich es vergeigt. Scheibenkleister. Okay, was soll's? Und 2 Karten zu viel im Deck. 21 Monster, 21 Zauberfallenkarten, wird schon gut gehen. Was mag ich denn da? Ich kann natürlich die Kombination da spielen, aber ich brauche da ein bisschen Power. Das sieht mies aus. Okay, leg den mal ab. Das ist momentan ein bisschen fail, wenn ich das mal so behaupten darf. Und dann den auch noch. Ich den mal verdeckt, in der Hoffnung, dass er nachher zerstört. Ich kann nachher einen Cyberdrachen rufen und einen grünen Synchronisierer und dann wird es ganz lustig. Ja, ja, das ist mein Plan. War ja klar, hey, kann die vielleicht einmal ein Duell beginnen? Und die Einzelfeuerblüte, Alter, die hat die 3-mal im Deck, aber sicher jedes Mal auf der Starthand. Das ist unglaublich. Ja, die kennen wir auch schon. Ein ganz ekliges Viech. Was heißt eklig? Sieht die eigentlich relativ... Oh, hübsch fast aus, so ein Pflanzen. Viech, aber eben, das ist, naja, halt sind noch stark. Ja, vernichte es doch, du. Yep, jetzt seht ihr gleich unsere neuen Monster und zwar habe ich's, ich hab's geschafft, ich habe 3 mystische Tomaten im Deck, es ist unglaublich, insgesamt 3 Stück. Ein Traum wird wahr, ein Traum wird wahr. Lustigerweise muss ich etwa... Ich habe, glaube etwa 50 Boosts von Dark Beginning 1 gezogen und dann plötzlich 2-mal drin. So schnell kann es gehen. Gehirnkontrolle, das wird doch mal nice. Das Problem ist nur, opfern kann ich es eigentlich kaum. Verdammt, das wäre jetzt noch geil gewesen. Das Viech noch zu opfern, ich überlege gerade. Der hat ja Stufe 8 mit dem Plan aufgeben, müsste ich eigentlich. Ne, geht ja gar nicht. Was soll's. Zauberdrache im Angriffsmodus. Und dann, wenn ich jetzt das neue Monster zeige, habe ich ein kleines Problem. Oh. Egal, wird schon gut gehen. Gerümpel-Synchronisierer, zeige dich. Yep, sagt die seine besondere Fähigkeit, das ist doch nice. Und so kommt die Riesenbazille daher. Ja, yeah, Mann, geil. Tja. Freunde, guckt euch mal das an. Wir haben die beiden fehlenden Drachen, einen Rotdrachen, Erzunterwäldler und einen schwarzgeflügelten Drachen. Natürlich jetzt so, den zu rufen... Ich meine, den zu rufen bringt jetzt eigentlich nicht viel. Das Problem ist, wenn ich den jetzt rufe, wenn dann einfach alle anderen Monster du kontrollierst, die diesen Spiel nicht angegriffen haben. Sprich, unsere Riesenbazille wäre im Arsch. Das will ich eigentlich nicht. Ich kann natürlich einen schwarzgeflügelten Drachen rufen, aber gleich viele Angriffspunkte.
Naja, okay, wenn natürlich Effektschaden kriege, kriege ich bei ihr Effektschaden eben auch nicht. Ja, ist jetzt ein bisschen doof. Der ist zu schwach leider. Müsste echt ihn rufen. Oh, mein Riesenpatz geht da down, das gibt's doch nicht. Und ich rufe ihn und rufe nach ihn später. Ja, wird schon gut gehen. Ruf mal den kolossalen Kämpfer, weil ich hätte gar keinen Bock drauf, dass irgendwie mein Riesenpatz down geht. Kolossaler Kämpfer im Angriffsmodus. Und dann kriegt er einen kleinen Powerboost. Ja, wie gesagt, ist nur ein kleiner, aber der bringt's ja. Und vor allem geht mein Kämpfer nicht so schnell down. Ja, ich gehe in Führung, geil. Um 100 Punkte. Okay, mal gucken. Alles klar, also, wie gesagt, Roter Nennsunterwelt kann ich jederzeit rufen. Dann brauche ich 2 weitere Synchro. Sag ich immer Synchro, natürlich Empfängermons für den roten Nova-Drachen. Was natürlich nicht ganz so einfach ist. Aber wird schon irgendwie gut gehen. Was macht denn das jetzt? Nur wieder Riesenbazille. Kann man sowieso gleich 2 neue nach. Das Viech ist ja auch ein Empfänger. Ich überlege. Nee, geht gar nicht. Ich dachte gerade von wegen, können im nächsten Zug dann bereits einen roten Nummerdrachen rufen, weil jetzt aber 2 Riesenbazillen auf dem Feld. Rufen noch Rose, kriegen eine Rache. Rufen einen schwarzen Rotdrachen Netzunterweltler. Mit Gehirnkontrolle holen, einen anderen, aber wenn man Stufe 1 und Endersynchron rufen, geht er nicht mehr in diesen Zug. Daher ein bisschen fail. Jo, was soll's, gibt Schlimmeres. Also dann, rufe mal Rose, die Kriegerin der Rache. Ach Leute, es ist so geil, um wahr zu sein. Ladies and Gentlemen, begrüßt den einen, den wahren, den allmächtigen Rotdrachen, Erzunterweltler. Alter, haben wir fast in die Hosen gemacht. Ja, vor allem, weil er gerade. Alter, Ohrenschmerzen. Er hat den Kopf laut gestellt. Alter, tat das gerade weh. Aber egal. Alter, 3000 Angriffspunkte auf dem Feld. Ist das krass? Kolossaler Kämpfer! Riesenfausthieb! Nein, das wirst du nicht, denn du wirst gleich draufgehen. Rotdrachen Erzunterweltler, Angriff mit blutrotes Feuer. Okay, also ich will nicht der Empfänger dieser Krallen sein, das könnte ein bisschen schmerzhaft sein. Nö, bitte nicht, also wäre dir sehr verbunden, wenn du nicht teilen würdest. Das sah nämlich schmerzhaft aus. Roter Netzunterweltler, kolossaler Kämpfer, alle 3000 Angriffspunkte, da ist doch der Wahnsinn. Doch die Frage, ob da 42 Karten doch noch ganz in Ordnung ist. Na klar, theoretisch 42 Karten kannst du natürlich immer machen, ist ja, also ich sage immer, zwischen 40 und 45 geht eigentlich immer. Muss natürlich auch das Deck ausgeglichen sein. In unserem Fall wäre es jetzt mit 21 Monster und 21 Zauberfallenkarten, aber trotzdem, wenn es irgendwie geht, würden doch immer 40 Karten bevorzugen. Heute läuft es wie geschmiert, hey, ist ja Wahnsinn. Rotdrachen Erzunterweltler, vernichte ihr Monster. Wie der schreien kann. Und tschüss. Sehr gut. Kolossaler Kämpfer. Beende das Duell. Ein für alle Mal und erlöse Akise von ihren Schmerzen. Alle hassen mich. Ich muss dich dafür rein. Das ist Dank dafür. Schönen Schrank auch. Menno. Aber ja, du kannst einer Frau niemals recht machen. Michael, warum?
Ich habe versucht, dir weh zu tun. Jetzt hast du mir wehgetan. Du hast eine Frau geschlagen. Dein Herz ist stark. Deine Hand auch. Nein! Ich wollte doch gar nicht. Das war gemein. Da müssen wir büßen. Oh, ich krieg dich. Was, Stufe 1? Wozu? Hä? Soll ich irgendwo in Stufe 1 Feld? Nee. Stufe 3, Stufe 2 sicher, aber Stufe 1? Bin ich jetzt? Hab ich den? Ah, ich hab den, cool. Ach du Scheibenkreis. Die Fins und Auswählen sind da. Dufte Reptilien. Nein, wieso kommt die jetzt schon? Naja, irgendwann müsste ja kommen. Irgendwo hier muss ich eine Stufe 3 Dinger haben, war. Vielleicht brauche ich 3 AP, Roulette fortsetzen. Mal gucken, was habe ich? Schlüsselgeld Level 2. Ja, das heißt, ich komme oben weiter. Ja, schön. Okay, Freunde, das klappt in diesem Part noch gegen Misty Treadwell mit Dufte Reptilien. Was ist mit dir los? Ich fordere dich zu einem Schattenduell heraus. Ich dachte eigentlich, die wäre mit dem Sieg des Pharaos damals ausgelöscht worden in unserer Welt. Hallo AT, was hast du damals getrieben? Mann, Schattenduell gibt's ja auch noch. Ah. Oh. Das ging in die Weichteile. Stell ich mir auch als Horror vor, wenn so jemand mit der Schere auf seine Weichteile zugeht. Du hast keine Wahl. Du musst dich mit mir duellieren. Oh ne, gegen die Erdgewonnen Unsterblichen muss das sein. Okay, shit happens. Versuchen wir unser Glück. Sehr gut, sehr gut. Okay, Misty, zeig mal, was du drauf hast. Erhebe dich! Reptilianische Skiller, ja. Die kennen auf dem Anime her. Es ist aus der Haut zu fahren. Ja, kann ich manchmal auch. Was macht das? Was eigentlich extra, weil auf der Karte stand gerade, die Monster nicht angegriffen haben, die werden vernichtet. Ja, du Scheibenkreis. Okay. Aktiviere ich zuerst mal meine Zauberkarte Köderpuppe. Eine meiner absoluten Lieblingszauberkarten. Weil die Karte ist einfach so geil. Ja, ich sag's ja, die Karte ist der Hammer. Okay, und dann zum Aufruf ein bisschen zu wenig Karten. Ich aktiviere die nächste Zauberkarte Freundliche Wohltat. So, mal 3 Karten ziehen und dann weiter gucken. Das könnte klappen. Und dann rufe ich den plündernden Captain im Angriffsmodus. Und kann dank seiner besonderen Fähigkeit auch noch Sangan aufs Feld rufen. Tja, Mist, ich glaube, das ist ein kleines Problemchen. Nun ist deine Verteidigung komplett leer und du bist einem Angriff schutzlos ausgesetzt. Oder? Und das ist etwa Gorz auf der Hand? Und eine andere Karte? Ja, mal nicht. Was? Achso, stimmt ja. Ganz vergessen, Entschuldigung, war gerade ein bisschen überrascht. Hey, wie sehr brutal das kann sein. Aber natürlich, wenn ich angreife, kriege ich ja mehr Lebenspunkte. Ich frage vor allem, wie will es eigentlich in der Erdboden und Sterblichen das Feld rufen? Sie braucht 2 Opfer. Und das werde ich verhindern. Du. Okay, jetzt habe ich für dieses Let's Play bereits die meisten Drachen gerufen. Was natürlich noch fehlt, ist der schwarzgeflügelte Drachen. Dann halt die beiden Supermonster, sprich Roter Nova Drache und auch noch den Sternschnuppendrachen. Aber wann ich die mal rufen kann, dann muss ja alles stimmen. Auch das ist Schicksal. Sie keine Punkte hat oder was? Moment, bevor ich das mache, erstmal gucken. Das kann zerstört werden, okay. Und? Was bringt das? Geht aber nicht jetzt, oder? Das geht aber nicht jetzt auch, dass jetzt meine Punkte 0 werden. Ja, wollte ich sagen. Hey, was bringt dir das?
Misty, du sollst mal zur Schule gehen. Das war ein bisschen doof, Kumpel. Kumpeline. Ja, toll, 0. Ja, und? Was bringt mir das? Hä? Was soll das bringen? Ich meine, klar, das Vieh kann nicht vernichtet werden, ist ja schön und gut, aber bringt doch nicht viel. Was denkt ihr sich dabei? Ja, Breaker. Der magische Krieger. Gut, als Kolosseum. Auch die Karten noch. Okay, natürlich ist der jetzt ein bisschen fehl. Da kann noch die Hand. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ah, komm, shit happens. Der blinde Captain bringt nicht mehr viel. Achso, nein! Ah, verdammt. Ich wollte eine Normalbeschwörung rufen. Das war jetzt Fehl von mir. Es kann sicher vernichtet werden, das zwar nicht, aber verlieren natürlich trotzdem Punkte. Ja, Freunde, also wenn ihr darauf gehofft habt, dann noch einen irgendwo Unsterblicher zu sehen, muss ich leider enttäuschen, da ist ja wohl nichts mehr. Zumindest nicht mehr in diesem Part. Dankeschön. So, natürlich 0 Punkte, das heißt, ein Angreifer wird natürlich mein Monster vernichtet. Ja, das Naga kann man durchaus machen, das Monster und so, und ein Reptilien-Deck. Durchaus machbar, aber es hätte ein bisschen die Verteidigung ein bisschen sausen lassen, vor allem zu viel zu den Lebenspunkten, um in der Strategie weit zu kommen. Ja, und das war's. Okay, bis jetzt sind wir auf der Siegerstraße mit einem neuen Deck, aber wenn es 2 Karten zu viel hat für meinen Geschmack, lassen das mal. Und guck, wie es weitergeht. Ach, eine neue Zauberkarte fehlt ja auch noch, hab ich gar nicht gesehen. Ich habe diesen Weg ohne Betonung gewählt. Ja, und ohne dein ultimatives Monster zu rufen, das war ein bisschen lame. Meine liebe Misty. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Manchmal musst du auch gegen uns verlieren. Und das war's. Oh, scheiße, verloren. Ist verschwunden. Das ist doch auf jeden Fall das Dark Signal mal. Ja, ich habe es auch gesehen. Aber was bedeutet das? Sind die finsteren Außerwelten auf dieser Insel? Wir kommen ja wohl nicht so einfach weg. Oh, Scheibenkleister. Ja, das wird irgendwie auch. Okay, Aperolette drehen. Wir haben noch ein paar Felder übrig. Ich brauche immer noch eine Karte. Stufe! Ach nee. Ich raste die Schrotthaufen. Superdimensionaler Kämpfer. Geht am Arsch lecken. Ist ja schön, was bringt mir das? Das bringt mir nix. So, wir mal weg. Zurück komme ich ja scheinbar auch nicht mehr. Ist natürlich ganz toll. Und Level 3. So, jetzt kann ich da links weiter. Wo kommt der Besuch her? Habe ich gar nicht gesehen. Und benutzen, natürlich. Soll ich jetzt da oben weiter? Moment, da kann ich ohne... Ja, da kann ich so vorbei, ohne gegen den Transcender fighten zu müssen. Ich soll mal vielleicht ein bisschen beeilen. Vielleicht. Na, rangeschenkt, was ist es? Und Level 2 erhalten. Sehr gut. Oh, wieder ein bisschen schneller heute. Braucht alle HP. Das ist mir egal. Kann so gleich weiter. Nein! Verdammt. Das haben wir gesehen. Und was hat der für ein Deck? Vision des Magiers. Ja, Magier-Deck wäre eigentlich ganz cool. Was ist jetzt schon los? Nein! Was jetzt? Hallo? Okay, offenbar, ihr habt es nicht gesehen, weil mir plötzlich das Bild weg auf dem Bildschirm. Was zum Henker? Schon wieder bei... Der war schon immer Yu-Gi-Oh! Verstehe ich nicht. Fährt es gar nicht an, wieso? Ist egal. Ja, Leute, wollen wir sagen, für heute war es das hier mit der Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ja, wieso eigentlich nicht, weil wir können trotzdem mal in diesem Part dann, kann ich auch schon, gegen den da oben antreten. Ich meine, Vision des Magiers klingt ganz nett, könnte klappen und dann geht's ansonsten nach rechts weiter, wo wir uns dann mit dem nächsten Transcender und vielleicht auf Finstern Außenwelten etc. messen werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.